Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare-Video. Ja Leute, diesmal zur Spielanalyse zum Spiel beim VfB Stuttgart. Ich weiß gar nicht, warum da 250 Kommentare sind, Leute. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt. Bevor wir da reingehen, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, gerne einen Kommentar, damit supportet ihr das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir mal rein in eure Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, die Stimme hält. Es ist auf jeden Fall besser. Von daher, ja, fange ich mal an vorzulesen. Ob wir es bis zum Ende durchhalten, werden wir sehen. Ach du Liebesfüßchen, ich bin maximal schockiert. Mir egal, ob am Mittwoch Real ansteht. Wie kann man so willenlos spielen? Bei Dortmund stand eine komplette B11 auf dem Platz, die Augsburg weggefegt hat. Und wir zeigen so eine bodenlose Leistung mit A11 Spielern und welchen, die es vor kurzem noch waren. Wir können die frühs in den Spiegel gucken. Davis, Schuppo, Gnabry waren unfassbar schlecht. Wir standen nicht zu 10 auf dem Platz. Gefühlt waren wir 8. So hat es sich auch das ganze Spiel über angefühlt. Ich kotze im Strahl, so darf man sich jetzt Bayern-Spiel nicht präsentieren. Ob Real ansteht oder nicht, das ist eine fucking Frechheit. Ja, wenn man da so reingehen möchte, kann man das so kritisieren. Das mit Dortmund zu vergleichen, finde ich nicht ganz fair. Erstens hat Dortmund zu Hause gespielt, zweitens gegen Augsburg und nicht in Stuttgart gegen den VfB. Ich denke, VfB Stuttgart und Augsburg ist nochmal ein kleiner Klassenunterschied. Aber ja, ich weiß, was du meinst und ich hätte es auch gefühlt, wenn man dann auch ein paar jungen Spielern eher die Chance gegeben hätte. Ja, dann hätte man auch nicht diesen Eindruck gehabt, den man hatte von Gnabry und so weiter. Ich fand ihn auch unterirdisch. Ja, ich weiß nicht, wie der auch nur ansatzweise gegen Real gefährlich sein soll und ein Tor schießen soll. Hätte man ein paar Jugendspieler gebracht, dann ja. Ich weiß nicht, man wollte wahrscheinlich den Eindruck für die Öffentlichkeit so dalassen, dass wir das Spiel nicht abschenken, wobei wir es abgeschenkt haben. Machen wir uns nichts vor. Ja, das hat man an der Einstellung der Spieler gesehen. Wir taten Harry Kane ein bisschen leid, weil der sich wirklich reingeworfen hat und Eric Dyer. Aber der Rest hat das Spiel abgeschenkt. Ja, in großen Teilen. Also von daher. Wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht so mit. Mich ist das jetzt nichts, was mich gerade irgendwie aufregt oder sonst was. Erstens haben wir diese Art Spiele 100-fach gesehen. 100-fach ist natürlich übertrieben, aber wir haben diese Spiele oft genug die Saison gesehen. Ja, also das ist nichts mehr, was mich schockt. Und dieses Mal gibt es halt eine gute Ausrede und das ist das Rückspiel gegen Real Madrid. Sollte das eine ähnliche Leistung sein, dann können wir natürlich hier voll reingehen und voll draufhauen in der Nachbetrachtung des Spiels beim VfB. Ja. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Aber ich denke, wir haben diese Saison den Charakter dieser Mannschaft gesehen. Ja. Und da musst du froh sein, dass sie in der Champions League Bock hat. Traurig, sowas zu sagen, ja, aber so ist es leider. RGB. Das Einzige, was man sich mitnimmt, sind 2 Verletzte und die Gewissheit, dass unsere Spieler keine Ehre besitzen. Ja, aber das ist ja nichts Neues, oder? Das ist doch nichts Neues, die Saison. Also ein Großteil dieser Mannschaft keinerlei Ehre, keinerlei Pflichtbewusstsein gegenüber den FC Bayern oder deren Fans hat. Da müssen wir nicht mehr drüber diskutieren. Ne? Der Zug ist lange durch, Leute. Magic Fan Club. Für Schuppo müsste man eigentlich die Note 7 einführen, meiner Meinung nach. Ja, könnte man diese Saison tatsächlich einführen für Schuppo. Marco Günther, Real darf keine Ausrede sein. Heute haben auch viele gespielt, die am Mittwoch nicht spielen werden. Gerade unsere Offensive mit Tell, Schuppo und Gnabry erschreckend schwach. Die meisten hatten wahrscheinlich einen Sonnenstich wie Lahm, arschig und lustlos, die über den Platz gelaufen sind. Ja, wobei ich da auch ein bisschen gegenhalten muss, dass die natürlich auch für meinen Geschmack nicht auf der richtigen Seite gespielt haben. Und was ein Schuppo auf Außen soll, Katastrophe. Ja. I don't know. War er dann der Zehner oder was? Auch da war er nicht zu sehen, also keine Ahnung. Ricardo, Bayern hat nicht nur ein Trainerproblem, sondern auch ein Abwehrproblem. 41 Gegentore, Wahnsinn. Und warum zur Hölle spielt nicht mal Peretz? Ja. Sehr gute Frage. Thema habe ich auch schon 100-mal bearbeitet. Unter Trainer Tuchel undenkbar.
Und der Trainer Tuchel undenkbar, deswegen ist natürlich auch Manuel Neuer der Vorreiter, der sich für einen Verbleib von Thomas Tuchel ausspricht. The King, Zaragoza finde ich noch erwähnenswert, der hatte wieder mal ein paar gute Aktionen. Ja, hat auch ein, zwei schlechte Aktionen gehabt, das hat sich auch die Waage gehalten, denke ich. Der Vergleich mit Donald Duck ist gemein für Donald. Kuchen. Jens, Niederlage, für mich erstmal kein Problem. Womit ich aber ein Problem habe, ist diese Mentalität, wie man wieder einmal dieses Spiel angegangen ist. Es hat mal wieder gezeigt, dass ein Tuchel definitiv nicht zu Bayern passt. Denn ich zitiere gerne eine Aussage eines Tuchels die Saison. Wenn der FC Bayern verliert, geht morgen trotzdem die Sonne auf. Und genau das ist die Mentalität, die ein Tuchel zulässt, toleriert und der Mannschaft einnimmt. Die Philosophie und Mentalität eines FC Bayern ist und war aber mal eine andere. Kämpfen und siegen. Alles für den Verein. Mir ist mir. Ein Leverkusen hat diese Saison diese Mentalität. Last-Minute-Tore entstehen aus purem Willen. Vor Jahren, da nannte man uns Dusel-Bayern, weil wir bis zum Schluss alles gegeben und doch noch getroffen haben. Ja, 100% true. Jeder hat sich in jedem Spiel den Arsch aufgerissen. Die echten Fans geben auch immer alles und es ist respektlos, wenn die Mannschaft dies dann nicht zeigt. Fans und Mannschaft sollte eine Symbiose sein. Wenn jeder alles gibt, kämpft, dann verliert und gewinnt man gemeinsam. Wenn da ein Part keinen Bock hat, dann haben wir ein Problem. Und wenn ein Trainer diese Scheißegal-Mentalität vorlebt, dann wird er zu Recht entlassen. Und da spreche ich jetzt lediglich von der Mentalität. Gegen Stuttgart sogar einen Ticken schlimmer, denn das ist zusätzlich ein Derby und man steht sich in der Liga extrem nahe. Wenn ich jetzt noch die fehlende Talentförderung sowie nicht vorhandene Spielsystem mit einbringe, dann schreibe ich morgen noch. Ja, Tod ist ein guter Kerl, ich mag ihn auf menschlicher Ebene, sehe ihn in ihm ein super Trainer, aber er passt einfach nicht zum FC Bayern und zu unserer Philosophie. Ja, das habe ich schon vor etlichen Monaten genauso analysiert. Wer jetzt noch an Tuchel festhalten will oder dem es sogar selber scheißegal ist, der sollte sich erstmal mit diesem Verein hier beschäftigen und überlegen, was den FC Bayern ausmacht. Ja, ganz genau. Eine Scheißegal-Mentalität will ich persönlich in der FC Bayern-Familie nicht sehen. Es ist schlichtweg nicht Bayern-like, wie man so schön sagt. Mir. PS, ich übertreibe teilweise bewusst etwas, um das Problem klarer zu machen. Denn so übertrieben sauer bin ich nun auch wieder nicht über diesen Auftritt. Wollte es im Stil schreiben, wie der Typ mit dem offenen Brief an Hoeneß. Naja, in deinen Aussagen, was du gesagt hast, hast du ja nicht übertrieben. Ja, das ist ja nun mal leider so. Max Albert, einfach mies die Saison. Jo. Günther Meier, Kane hat es nicht verdient, mit dieser Mannschaft zu spielen. So schlecht die Leute. Ja. Das kannst du zu dem Spiel auf jeden Fall sagen. Daniel, als Stuttgart-Fan fühlt sich das alles gerade ganz schön geil an. Ja, freut mich, gönn dir. GB, die Spieler haben es nicht verdient, dass man sich aufregt. Nur Charakter. MD, Mittwoch gibt's eine Abreibung. Alles andere wäre eine echte Sensation. Wäre besser, so titellos aus der Saison zu gehen. Sonst wird wieder alles schön geredet. Im Nachhinein war die gewonnene Meisterschaft letzte Saison Gift für den Verein. Nee. Der Verein hat einfach nur die Augen zugemacht, wie er es seit 2 Jahren tut. Ja, ich verstehe dein Take, dass man dann sagt, es ist Gift für den Verein, ja. Aber selbst wenn wir nicht Meister geworden wären, wer hätte denn da irgendwie den Umbruch vorantreiben sollen? Unsere tolle Transfer-Taskforce, die einen katastrophalen Job gemacht hat. Also wild. Aber ich verstehe, was du meinst und da gehe ich mit, ja. Dossi, harte Zeit für Bayern-Fans. Fühlt sich an wie ein sinkendes Schiff. Ich denke, das wird man sich gewöhnen. Also, ich denke, da wird man sich dran gewöhnen müssen, denke ich mal. Das werden wir sehen, ob den so ist, ne? Heiner, der Auftritt einmal mehr eines FC Bayern absolut unbüllig. Spieler Mittwoch hin oder her, so kann und darf man nicht auftreten. Nur 1, 2 Spieler, Kane und Dyer seien hier genannt, waren wirklich engagiert. Ja. 7 Saisonniederlagen, aber Tuchel mal wieder zufrieden nach dem Spiel und auch Sané bestens gelaunt. Absolut nicht Bayern-like, auch wenn Hoffnung zuletzt stirbt, fällt es schwer, an einen positiven Ausgang am Mittwoch zu glauben. Ja, kann ich auch nur mitgehen. Michael, bin froh, wenn diese Scheißsaison endlich vorbei ist. Ja, me too. Mike, ich bewerte das eher als Testspiel mit ordentlich Rotation und kein Risiko einzugehen. Choupo-Moting muss rechts an Nübel vorbeilegen und es steht 1:2. Zaragoza muss auf Sané ablegen und es steht 1:3. Ja, na klar, weil Sané ja so ein sicherer Schütze ist, ne? Real läuft längst nicht so hoch an wie Stuttgart. Das war ein guter Test, um Real am Mittwoch zu ungeliebten Ballbesitz zu zwingen, um dann selbst auf Ballgewinn und Konter zu spielen.
Ja, wie gesagt, wir können das Stuttgart-Spiel gerne nach dem Realspiel mal ins richtige Licht rücken, denke ich. Ja. Trotzdem, ich schäme mich dafür, die Niederlage in Stuttgart. Ich verstehe das, dass viele, gerade die da unten aus der Ecke kommen, super angepisst sind. Das war ich genauso mit dieser, weil Dortmund war ähnlich. Ja, das war genauso eine Nichtleistung. Und das war noch zu Hause. Und ich komme aus der Nähe von Dortmund, da ist man da noch mal ein bisschen emotionaler dabei. Und ich verstehe das vollkommen, dass jetzt hier Leute teilweise so abgehen. Ich bin ehrlich, ich habe vorher nichts anderes erwartet. Ich habe nichts anderes erwartet, Leute. Ich habe schon nur unentschieden getippt in der Hoffnung, einfach weil ich nicht gegen unseren Club tippe, aber es war mir klar, dass dieses Spiel genauso verläuft, wie es verlaufen ist. Es hat mich gewundert, dass Kane und Dyer sich noch so reingeworfen haben. Ja, wir sind alle froh, wenn die Saison vorbei ist. Rode, war leider nichts anderes zu erwarten. Dazu kamen noch weitere Verletzte. Die Bundesliga ist schon lange für uns durch. Ja, ganz genau. Die Hoffnung für Mittwoch stirbt zuletzt. Unsere Art, Fußball zu spielen, ist schon lange nicht mehr Bayern-like. Bin froh, wenn die Saison durch ist. Die Trainersuche muss langsam ein Ende haben. Ja. Also der Fußball, den wir in Stuttgart gespielt haben, boah, Katastrophe. Wirklich Katastrophe. Passiv, heute sollte man nichts gut reden, wie auch immer. So aufzutreten, muss man nicht viel zu sagen. Das ist richtig. Axel Baumann gegen Real wird der FCB anders spielen. Der Wille ins Finale 1:10 ist da beim FCB. Ja. Wenn dem so ist, ist das, wie wir es schon vor dem Arsenal Rückspiel hatten und so weiter. Es ist ein Trauerspiel, dass diese Mannschaft ja in der Champions League noch Bock hat und in der Bundesliga gefühlt seit einem halben Jahr nicht mehr. Und ja, wir hatten es jetzt hier schon öfters stehen, das ist einfach nicht Bayern-like. Habe ich so noch nicht erlebt. Ja. Dass man mal ein Spiel, so wie jetzt, wenn es wirklich zwischen zwei Halbfinalspielen ist, so abschenkt, verstehe ich. Dann hat man früher aber auch wirklich dann 5 Jugendspieler aufgestellt und dann wusste man, was Phase ist. Ne? Verstehe ich nicht, warum man das hier nicht gemacht hat, aber hey, das ist Thomas Tuchel, Leute. Chico, gab es vor 30 Jahren vor Champions League Spielen, vor 20 Jahren, auch vor 10 Jahren. Alle haben die Füße zurückgezogen. Einzige Frechheit, Minjay und Chupo, auch unter Fußballtrainer Gott Guardiola. Ja, das ist ja auch völlig fein. Ne? Das ist ja völlig fein, dass man, wenn es irgendwie dann ein harter Zweikampf ist oder so, die Füße zurückzieht. Aber das war ja teilweise so gar keine Einstellung. Das war halt wirklich so, ja komm, wir stellen uns mal hinten rein, wir hoffen mal, dass wir nicht so viele Tore kassieren, wir fahren 3, 4 Konter. Wow. Weißt du, was ich meine? Das ist so das, was mich... Die Einstellung der Spieler mal dahingestellt. Ja, aber dass man sich vor dem Fußball des VfB Stuttgart einfach ergibt. Da verstehe ich schon den Unmut hier. Wie gesagt, ich bewerte das Spiel, wenn dann nach dem Realspiel. Dann können wir hier was zu sagen. Also da müssen Gnabry und alle anderen, die so performt haben, müssen da aber... Junge. Tobi Tobsen. Wir dürfen unter keinen Umständen die Champions League gewinnen. Das würde den Zustand dieses Clubs nur wieder verschönern. Die Realität hat man heute gesehen. Mit dieser Einstellung, die wir seit 4 Monaten an den Tag legen, muss man wirklich befürchten, dass wir nächstes Jahr sogar als Nummer 1 im Süden abgelöst werden. Jetzt mal ganz ernsthaft. Wenn Leverkusen auch nur halbwegs zusammenbleibt, Stand jetzt, gehen wohl maximal 1 bis 2 Spieler, dann sehe ich uns definitiv nicht als Favoriten. Ja, ich sowieso nicht. Also ich sowieso nicht. Auf gar keinen Fall. Ich habe es auch schon vor ein paar Monaten gesagt. Machen wir keinen Umbruch, sind wir definitiv kein Meisterschaftsfavorit. Machen wir einen Umbruch, kommt's drauf an, wie schnell du halt zusammenfindest. In der Regel dauert das. Ja, man hat's bei Leverkusen auch gesehen. Also das geht nicht mal innerhalb von, ach ja, jetzt sind alle neuen Spieler da, es ist ein neuer Trainer da, ja, bam, jetzt liefern wir. Da musst du schon viel, viel Glück haben. Ja? Also das wird schon mal ein halbes Jahr dauern, bis man sich findet. Also von daher glaube ich nicht, dass wir nächstes Jahr auch nur ansatzweise Meisterschaftskandidat sind. Da sind andere Teams weiter vorn. Und machen wir keinen Umbruch. Ich meine, guckt euch die Einstellung an, der Spieler. Denen ist die Meisterschaft scheißegal. Vielleicht werden sie ein bisschen gekitzelt nächstes Jahr dann, ja, weil sie mal ein Jahr kein Meister wurden. Das kann sein. Aber selbst das wäre dann ein Trauerspiel.
Es ist nicht unmöglich, aber ich bezweifle, dass unser Club bereits bereit ist, das Nötige zu tun. Das werden wir bald sehen, ne? Torwartumstellung beginnen. Neues Zeit läuft langsam ab und wir hatten das identische Problem schon einmal. Kahn gegen Rensing kam, von dem man dachte, er kann es. Pustekuchen. Aber willst du jetzt sagen, Peretz Pustekuchen? Dann hat er noch gar keine Chancen gekriegt, sich zu zeigen. Und wird sie auch nicht kriegen. Ja, soll er jetzt angeblich verliehen werden. Katastrophe. Also, verstehe ich nicht. Ganz klare Lieder benennen. In der Abwehr gibt es nun einen Delicht. Entweder ihr gebt ihm sofort 100% Vertrauen oder bringt das Thema seriös zu Ende. Für mich ist er, wenn er fit bleibt, einer der besten Europas. Das gleiche gilt für das Mittelfeld. Entweder Kimmich ist euer Mann, dann stellt ihn gefälligst auf die 8, wo er hingehört, oder maximal noch RV. Der Sky-Bild-Maulwurf muss sofort suspendiert werden. Völlig egal, ob Hoeneß, Rummenigge oder sonst wer. Hier müssen dringend alle Hebel in Bewegung gesetzt werden. Wer soll denn Hoeneß suspendieren? Soll er sich selber suspendieren, oder was? Werdet euch mal klar, was ihr wollt. Alonso, Nagelsmann und Rangnick. Wer kommt als nächstes? Warum lost ihr es nicht gleich aus? Es wird immer geredet, von der Trainer muss zu unserem System passen. Ja, der große FC Bayern braucht große Namen. Wacht endlich auf. Verträge an Leistung Erfolge knüpfen, zumindest teilweise. 20 Mille kannst du gerne haben, aber dann weißt du auch, was du dafür leisten musst. Nämlich einer der Besten zu sein auf diesem Planeten. Ja, das sehe ich genauso. Ja, da rennt's ja bei mir offene Türen ein. Gebt den jungen Talenten endlich eine realistische Chance, dauerhaft zu spielen. Taylor hat so ein unfassbares Talent und manchmal muss man dann auch Dinge tun, die ein gewisses Risiko mit sich bringen. Redet nicht immer von Spielpraxis, wenn sie plötzlich bei jungen Talenten kein Faktor sind. Die Liste wird länger und länger, jedoch gibt es hier nichts mehr schön zu reden. Wer noch einen letzten Beweis dafür braucht, gebt einfach mal Gesamtlaufleistung, Bundesliga 23, 24 an. Es gibt viele unterschiedliche Faktoren im Fußball, aber wenn du in diesem Faktor letzter bist, sorry, Job nicht erledigt. Die, welche am meisten verdienen, sind die faulsten, sehr eigenartige Logik. Das weiß ich nicht, ob man das wirklich als Maßstab nehmen kann beim FC Bayern. Das glaube ich nämlich nicht. Ganz einfach darum, 80% der Gegner gegen uns stehen einfach hinten drin. Du hast dann einfach nicht diese Laufleistung wie in einem offenen Spiel. Ja. Dass wir teilweise nur Standfußball spielen, ja, gehe ich mit. Aber wir würden sehr wahrscheinlich nie sehr weit oben in dieser Tabelle stehen. Ja, einfach bedingt dadurch, wie der Gegner gegen uns spielt. Da hast du halt einfach weniger Laufleistung, weil die nur hinten drin stehen. Du hast da nur kleine Räume, in denen du dich bewegen kannst. Ja. Und leider habe ich ein ganz ungutes Gefühl, was die kommenden Entscheidungen angeht. Ist doch eine große Differenz zwischen, aber mich überkommen die letzten Wochen immer mal wieder HSV-Schalke-Vibes. Wer zu lange denkt, er ist Goliath, begeht die Gefahr, unter David zu erwachen. Wenn die Abwärtsspirale erst einen kritischen Punkt erreicht hat, ist der Weg daraus gleich zigmal so schwer. So, das war's jetzt. Langer Senf, aber ich komme langsam an das Ende meines Verständnisses und daher wollte ich das mal loswerden. PS, was wäre bloß passiert, wäre Kane nicht gekommen? Dann hätten sie aus Not und Verzweiflung Mandzukic zurückgeholt. Oh, Manchu hätte ich aber gerne gesehen bei uns. Wäre Kane nicht gekommen, denke ich, brauchen wir nicht über... Ja, dann wärst du schon voll drin in dieser Abwärtsspirale. Und du wärst sehr wahrscheinlich nicht in der Champions League dabei. Oder wenn, dann als Fünfter. Aber hätte Fahrradkette, wir wissen es nicht, ne? Aber Heavy hat schon viele Punkte geholt, Alter. FC Bayern-Fan Forever, Ergebnis ist mir herzlich egal, Mittwoch zählt's. Ja, sag ich ja, das sind die zwei Sichtweisen, die man haben kann auf dieses Spiel, ne? Zaragoza spielt nicht, weil Tuchel sagt, er kann kein Deutsch oder Englisch. Bei Leverkusen spricht praktisch niemand Deutsch und alle 23 spielen. Tuchel ist Tuchel, Xabi Alonso ist eine Legende, als Fußballer und als Trainer. Ja, Legende, als Trainer bleiben wir mal locker auf dem Hocker, wa? Aber wenn er dieses Jahr das Triple holt und nächstes Jahr dann mit Leverkusen Champions League aufmischt, dann geht er auf jeden Fall auf Legendenstatus. Und als Spieler, ja, war er auf jeden Fall eine Legende. Definitiv, Alter. Was ein geiler Fußballer. Korn, bei Bayern ist es in dieser Saison anscheinend das Normalste, Spiele zu verlieren und kein Spieler oder Verantwortlicher ärgert sich. Ja. Ja. Ja, es ist einfach so. Punkt. Es ist auch egal, ob du mal 5-1 in Stuttgart in Frankfurt verlierst. Wie gesagt, ich habe nicht umsonst den Titel gewählt, das Beste ist das Ergebnis. Ja?
Du hättest wahrscheinlich auch 6-1 verlieren können, da hätte auch keiner irgendwie was gesagt. Würde mir Pep Guardiola zurückwünschen, Dumbo Jumbo. Ja. Es gibt ja zarte Gerüchte, ich kann es mir nicht vorstellen. Cosmic. Schön waren die Zeiten, als man Bundesligaspiele auch zwischen zwei Europapokalspielen mit Ernsthaftigkeit und Biss angegangen ist. Ja, schön waren die Zeiten, wo man dann vielleicht auch mal ein paar mehr Spieler aufgeboten hat, die halt den Biss auch haben. Dass so ein Gnabry jetzt nicht unbedingt den Biss hat nach seinen Verletzungen und gerne gegen Real spielen will, kann man nachvollziehen, denke ich. Ja, und das kannst du auf 1, 2, 3, 4 andere Spieler auch noch ummünzen. Und wenn du dann siehst, dass so ein Guerrero jetzt ausfällt, man hätte halt einfach auch mal 5, 6 Spieler aus der zweiten nehmen können und aufstellen können. Aber wie gesagt, das geht halt unter Tuchel nicht. Quantolino, ich abonniere dich jetzt mal aus Sympathie und aus Mitleid. Ja, aus Mitleid brauchst du mich nicht abonnieren. Sag ich dir, wie es ist. Da bist du hier an einer völlig verkehrten Adresse. Und noch immer bin ich der Meinung, dass Klopp der perfekte Trainer wäre für einen Neuanfang. Der ist doch fußballgeil, der braucht keine Pause, um tanzen und kochen zu lernen. Naja, das muss Kloppo für sich selber entscheiden, ob er eine Pause braucht, oder? Ich glaube schon, dass Kloppo sein Coaching-Stil sehr kräfteraubend ist. Und da kann ich das schon verstehen, dass man dann nach der langen Zeit, die er jetzt da auf diesem Level auch ist, dass man da mal eine Pause braucht. Und ich glaube, das wäre auch gar nicht schlecht, um wieder das Feuer richtig zu entfachen und auch um sich auf den neuen Verein 100% einzulassen. Ich glaube auch gerade so der Umschwung von Liverpool auf dem FC Bayern wäre schon hart für Kloppo. Ja, das wäre schon... Und falls er überhaupt Bock hätte, vielleicht möchte er ja auch gerne wieder zu Dortmund. Wer weiß das schon. Dummo Jumbo nochmal, das Schlimme daran ist ja, dass die zweite Garde sich nicht mal die Mühe gibt und Gas gibt. Ja, wer ist die zweite Garde? Wie meinst du jetzt? Das ist die Frage. 90 Minuten Schuppo ist lächerlich, kein Tor seit November, das sagt schon alles. Ja, über Schuppo brauchen wir nicht reden, Alter. Schuppo ist einfach... die Karriere geht zu Ende, Leute. Joe, die Mädels von uns sind deutscher Meister. Gratulation, jetzt müssen die Herren schon die Champions League holen. Auf geht's, Jungs, pack mal das Ziel gerade. Andor, war nix von Bayern, wie auch der Elfmeter für uns. Am Mittwoch geht's um alles oder nichts. Minas, ich bin ein wenig aufgewacht, als Zaragoza reingekommen ist. Der hat was und sollte länger spielen. Ja, ich meine, man hat ihn dafür in der Winterpause verpflichtet, aber hey. Buchs. Bin zur Zeit. Keine Ahnung. ZT. Einfach so gelangweilt von unserer Art Fußball zu spielen. Ja, das war auch super kacke gegen Stuttgart. Das nimmt voll die Freude leider. Find's auch übel, Tuchel nur als Not zu behalten, als hätten ihn nicht alle Fans vorher absolut rausgekickt. Bisschen paradox. Nee, Buchs. Da muss ich leider intervenieren. Ich würde behaupten, nicht mal ein Drittel hat gesagt, Tuchel ist der Verkehrte. Nicht mal ein Drittel. Also. Nicht mal, nee. Wenn ich das hier so auf dem Kanal sehe, wie viele Leute hier geschrieben haben, ist doch alles schön, weil wir die Ergebnisse einfahren. Es gibt einfach so viele Fans, die nur die Ergebnisse sehen. Ne? Die sich daran hochziehen. Ah ja, Bayer Leverkusen spielt eine außergewöhnliche Saison, deswegen sind wir kein Meister geworden. Ansonsten haben wir doch eine gute Saison gespielt. Weißt du? Und das sind viele, unterschätzt das nicht. Das sind wirklich viele, die sich halt einfach nicht mit dem Fußball wirklich beschäftigen. Ja, die gucken die Ergebnisse oder was, ich weiß nicht, ob die Spiele gucken, ich habe keine Ahnung. Aber du hast ganz viele von diesen Fans. Ich höre mein Holz. Als Dyer raus war, gab es keine Stabilität mehr in der Abwehr. Nee, wer hätte das gedacht? Sogar Neuer stand irgendwie heute neben sich. So kam es mir vor. Davis ist Katastrophe, hoffentlich bringt er genug Ablöse ein. Naja, schauen wir mal. Die Dinge, die da kommen gegen Real. Da muss schon eine außergewöhnliche Leistung her, aber ob diese Mannschaft das bringt, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Also, wie gesagt, ich bin da eher negativ. Was wiederum gut ist, wenn ich ein negatives Gefühl habe. Aber
Ich frage mich immer, ob man einfach so den Schalter umlegen kann. Ja, weil gegen Stuttgart, das war gar nichts. So. Ist es dann zu sagen, oh jo, jetzt hören wir die Champions League-Hymne, wir sind jetzt in Real, jetzt können wir einfach den Schalter so umlegen. Das wird sehr interessant zu sehen sein. Bin gespannt. Frank Lampard, hallo, die Bayern-Spiele sind immer überraschend. Erinnert mich an Bayern und 1860 am Oktoberfestwochenende. Glastron, naja, bei der Aufstellung war doch schon klar, wenn man die Saison über die Spieler beobachtet hat, dass da eine Verlierermannschaft auf dem Rasen steht. Am Mittwoch wird bestimmt eine andere Mannschaft zu sehen sein. Aha, woran machst du das denn jetzt bitte fest? Den hau mal raus, den Take. Wen hättest du denn gern gesehen? Der Einzige, der da gefehlt hat, war ein Musiala für einen Chupu. Meinetwegen hättest du noch einen Tell rausgenommen und hättest einen, weiß ich nicht, einen Müller gebracht, einen Sané. So, der Rest ist das, was immer da ist. So. Bettflo, ich denke, das Spiel dürfte jedes aufkeimende Selbstvertrauen erstickt haben. Das wird eine Lektion in Madrid. Die haben sich in München genau das Ergebnis geholt, was sie brauchten. So ist auch mein Gefühl, ja. Krebshuber, ich lache mich kaputt. Für einen Löwenfan ist es schon spaßig zuzuschauen, wie der FC Bayern sich selbst in sämtliche Einzelteile zerlegt. Ich weiß nicht, ob das für dich so schön ist, wenn ihr gerade so die Klasse haltet in der 3. Liga. Aber gut, ich lese mal weiter. Das hat schon großen Unterhaltungswert. Seit man Bratz und Olli ans Ruder ließ, herrscht nur noch Chaos. Pur. Ich kann keine Linie der Vereinsführung mehr erkennen, außer alle paar Monate Köpfe rollen zu lassen. Aber nicht mal ein Nachfolgetrainer kann gefunden werden. Kein Wunder, dass die Spieler auch keinen Bock mehr haben und sich denken, mir ist doch eh alles wurscht, weil in 2 Monaten bin ich eh weg. Zu allem Übel kommen dann auch noch die ungebetenen Querschläge vom Tegernsee. Also von ganz oben. Also Popcorn raus bis zur nächsten Show. Ja. Hast du doch was zu feiern, oder? Ich erspare mir mal jegliche Vergleiche zu eurem Verein. Christian, wenn der Licht nicht spielen kann am Mittwoch, dann muss Goretzka mit Dyer in der EDV und Pavlovic mit Leimer auf die Sechser. Bloß kein Kim und Opa, sonst können wir gleich daheim bleiben. Wenn ich das hier schon, ich klinge mich nicht an in die Diskussion, weil sonst werde ich das Video nie fertig sehen. Aber wenn ich lese, außer den 2 Fehlern hat Minje schon stark verteidigt. Junge, hast du irgendwas geraucht? Er hat stark verteidigt und hat 2 Tore verschuldet. Merkst du irgendwas? Ich lese gar nicht weiter. Was bringt das, wenn du stark verteidigst und 2 Tore verschuldest? Und das ist wie Opa gegen Manchester City. Er hat ein super starkes Spiel gemacht, macht aber die Böcke und daraus resultieren die Tore. Also, auf was will man sich hochziehen? Talkie Bayern. Wo soll man eigentlich anfangen? Nach so einem Spiel mit so einem Ergebnis? Oder sollte ich sagen, ich kann solche Spiele nicht mehr sehen? Und das hat folgende Gründe. Tuchel redet den Spielern schon vor dem Spiel zu im Sinne von, müssen das Spiel spielen. Doch eigentlich ist es schade, diesen Aufwand betreiben zu müssen. Punkten oder ein glücklicher Sieg nehmen wir mit. Doch ich persönlich glaube nicht dran. Dafür ist Stuttgart zu gut drauf. Eine erneute scheiß Niederlage mit Ansage, die man der ganzen Mannschaft angesehen hat. Genau das ist der nächste Punkt, der mich in dieser Saison an unserem FC Bayern nervt. Mal ganz unabhängig davon, dass man 2 Halbfinale in der Champions League spielen darf und in der Bundesliga nichts mehr zu holen ist. Doch diese mentale Thematik nervt mich persönlich. Ja, menschlich. Doch mit nur ein bisschen mehr Willen muss Bayern dieses Spiel nicht verlieren. Kane und Choupo müssen in der zweiten Halbzeit letztlich ein zweites Tor nachlegen. Aber hätte das jetzt irgendwas an der Spielweise geändert, wie wir gespielt haben? Hätte das auch nicht nur wieder wie in der Hinrunde diese Leistung beschönigt? Wenn wir jetzt nochmal durch eine individuelle Aktion wirklich einen Unentschieden geholt hätten? Ist es da nicht besser, dass man dann auch mal die Quittung für einfach die Leistung, die man anbietet, bekommen hat? Was mich zu Punkt 3 bringt. Dieses Auslassen von Chancen seit Monaten hat nichts mit dem Kopf zu tun oder den unter der Woche stattfindenden Champions League Spielen. Das ist einfach keine volle Überzeugung, ein Spiel gewinnen zu wollen. Mir egal, ob man in der Bundesliga satt ist, doch Tore, die man zu 99% machen muss, darf ich wohl von Bayern-Spielern erwarten. Diese Fahrlässigkeit mit Großchancen liegen lassen und im Gegenzug bettelt man 80 Minuten lang um Tore, kotzt mich einfach an. Das erste Tor von Stuttgart ist so ein typisches Tor aus der bayerischen Arroganz heraus. Weiß nicht, wievielte Tor das war, welches wir aus einem scheiß Einwurf bekommen haben. Dazu muss ich sagen, war auch Neuer als Kapitän nicht überzeugend in seiner Leistung heute und auch er geht mit Körpersprache nicht gerade voran, mit Überzeugung ein Bundesligaspiel gewinnen zu wollen. Nein, Manu ist doch unser unangefochtener Capitano.
Wann waren das langweilige 95 Minuten mit einer Niederlage, die von der ersten Minute klar war, und genau solche Niederlagen kann ich einfach nicht mehr. Wird Zeit, dass diese Spielzeit ein Ende findet. Ich kann solche Spiele nicht mehr anschauen. Ja, Rayo. Stuttgart hat uns so an die Wand gespielt. Kane hätte in meinen Augen die Binde des Führungsspielers verdient. Keiner macht mal da hinten den Mund auf, sehe keinen Führungsspieler mehr bei uns. Erik mit Leib und Seele, alles gegeben, Hut ab. Choupo, Davis, Upa, Kim, Goretzka, Kimmich war nicht anwesend. Pavlovic hat da mit Kane hinten so viel geackert und versucht, aber wir kamen nicht mehr aus der eigenen Hälfte. Durch unnötige Ballverluste, Pässe etc. war wieder sehr traurig. Das ist 0 Bayern, wie wir es kennen. Tell stimme ich dir zu, die Flanke war super, aber dadurch, dass die Spielerpositionen nicht auf die Spieler angepasst sind, bei Tuchel ist komisch. Zaragoza wieder am Ende mehr Willen und Ehrgeiz gezeigt als die halbe Truppe. Kane, Erik, Pablo, Zaragoza habe ich zumindest wahrnehmen können. Hoffen wir, dass es Mittwoch besser läuft. Ja, hoffen wir's. Hans Meyer, man geht da rein mit einem, brauchen uns heute nicht anstrengen, weil das ist ein Schontag für Mittwochspiel. Ich weiß nicht, ob man das so zählen lassen kann. Die Leute kommen da ins Stadion und zahlen Geld. Freuen sich darauf und dann so eine Hobbykicker auf dem Bolzer Mentalität, aber selbst die sind sicher mit mehr Spaß am Werk. Ja, ich denke, der Großteil der Zuschauer hat genug Spaß gehabt im Stadion, weil der Großteil der Zuschauer waren Stuttgarter. Ich denke, die haben das sehr gefeiert, dass sie den FC Bayern so klar beherrscht haben und 3:1 gewonnen haben verdient. Phileas Fogg, schön, dass es dir von Gesundheit her besser geht. Ja, vielen lieben Dank. Danger Ranger, nachdem das Thema Weiterbeschäftigung aufkam, wollte die Mannschaft nochmal ein klares Zeichen setzen, wie sie davon hält. Ja, nee, dann hätte Neuer ja Leistung gebracht. Aber ich denke, Neuer ist schon ein starker Befürworter von Tuchel. Ligen. Gegen Real ist trotzdem noch alles drin. Man hat am Dienstag gesehen, dass Bayern die bessere Mannschaft ist und Liga-Form hat nicht viel zu sagen in der Champions League. Ja, das werden wir sehen, ob dem so ist am Mittwoch. Ne? Josef, war wohl das unwichtigste Spiel und es hat mich nicht verärgert. Seit über 60 Jahren Bayern-Fan, da ich im Raum Stuttgart wohne. Ist vielleicht gut so, damit nicht noch jemand auf die Idee kommt, dass Tuchel bleibt. Was zählt ist am Mittwoch, war auch nur eine B11, wie auch schon gegen Saarbrücken. Okay. Eine B11 mit Kimmich, Kane, Neuer, Dyer, Goretzka. Wer war denn B11? Choupo und Tell oder was? Was ist B11? CB, auch wenn dieses Spiel ziemlich egal war, aber was Davis für Leistungen seit Monaten zeigt und will 15 Millionen Gehalt haben, ist sowas von fernab der Realität und für mich eine richtig bodenlose Forderung. Unglaublich, wie dieser Spieler abgebaut hat. Ja, aber ist doch nicht schlimm, der wird verkauft, findest du? Christian, ansonsten hast du natürlich recht, ne? 100%. Langweilig zum Anschauen, aber ist ja schon seit einem Jahr so. Zaragoza könnte Potenzial haben. Ja, stimme ich dir auch zu. Ich kann das leider nicht so entspannt nehmen wie du. Wo ist die Dominanz, der Wille, das Spiel zu bestimmen, dafür zu sorgen, dass wir mindestens 60% den Ball haben? War heute Stuttgart. Tuchel in Kombination mit der Führung Eberl und Freund ausgenommen, machen gerade die Spielphilosophie von Jahrzehnten kaputt. Natürlich kann es nicht immer so extrem wie unter Guardiola sein, unter Flick und auch Nagelsmann hat man gesehen, dass etwas Vertikalität auch gut ist. Aber das war Pack de Bass in schlechter italienischer Art, auch die Haltung. Wir sagen, es ist das Spiel zwischen Real, es gab Zeiten, da hat man selbst solche Spiele bitter ernst genommen. In der Mannschaft fehlen Typen. Typen wie ein Robben Lewandowski, die nur den Erfolg ausschließlich für den Erfolg leben und auch danach arbeiten. Ja, aber das ist ja nichts Neues. Na? Lol. Das ist nichts Neues. Hier Tion. Als VfB-Fan finde ich die Selbstreflexion im Video, aber auch hier im Kommentarbereich sehr positiv. Ja, für euch ging es um nichts, aber ich finde, dass der FC Bayern dennoch immer versuchen sollte zu gewinnen. Zumal die B11 des FC Bayern vermutlich immer noch Qualität besser ist als die A11 des VfB. Overall gesehen. Ja, aber individuelle Qualität, mehr haben wir diese Saison ja nicht. Ja, wir sind ja keine Mannschaft, so wie ihr das seid. Also, da hast du halt einfach das hast du in der Regel eigentlich keine Chance. Ich denke aber, gegen Real wird das wieder anders laufen. Wie erwähnt, ging es für euch um kaum was. Supercup ist für euch nur ein leichter Trost, schätze ich mal. Darum denke ich, gegen Real werdet ihr wieder die Super Bayern sein. Freue mich schon auf das Spiel. Gibt nicht wenige Tage, an denen ich Bayern-Fan bin, aber an den Champions League-Spieltagen schon, wenn es nicht gegen den VfB geht. Ja.
Karl Rubens, schon allein deswegen muss Tuchel weg oder ein Großteil der Mannschaft muss gehen. Nee, nicht oder, und. Mikai, Kopf hoch und weiter geht's. Domio, finde deine Uploads kommen überaus zügig. Weiters finde ich gut, dass du dich nicht von deiner Meinung abbringen lässt. Deine Videos sind die perfekte Verlängerung eines Fußballabends. Bin schon auf das Realspiel gespannt, hoffe jedoch, die nächsten Spielanalyse sind wieder etwas länger ausführlicher. Like und Abo sind auf jeden Fall da. Schönen Tag dir noch. Ja, natürlich wird eine Real Madrid, egal wie das Spiel ausgeht, mit Sicherheit ausführlicher sein. Aber was, wie gesagt, hätten wir jetzt draufhauen sollen bei dem Spiel. Habe ich nicht gefühlt. Weil, wie gesagt, wir kennen die Spieler, wir kennen den Charakter dieser Mannschaft. Es macht keinen Sinn mehr. Ich würde mich ja auch nur wiederholen. Haben wir schon 100.000 Mal getan, die Saison. Also, welche zweite Garde, GB? Ja, weiß ich auch nicht. Starter, genau richtige Einschätzung. Nicht überbewerten, schau mal, dann seht mal schon, nichts anderes bleibt. Ja, wie gesagt, man kann das gerne dann am Mittwoch nachbetrachten. Sollten wir da eine ähnliche Einstellung auf dem Platz haben, dann ist das natürlich ein Katastrophenspiel gewesen gegen den VfB. Aber davon gehe ich persönlich nicht aus, weil die Spieler ja in der Champions League wollen. VfB Forza, bin stolz auf die Mannschaft, bewerte es aber nicht über. Euch viel Erfolg gegen Real Madrid. Warum willst du das denn nicht überbewerten? Also, alles, was ich persönlich jetzt die Saison vom VfB gesehen habe, ja, hat mir Spaß gemacht. Was ich bei uns vielleicht bei 3 Spielen die Saison sagen kann. Volki, wieso lässt der Tuchel Gnabry und Tell auf der schlechteren Seite spielen? Ist mir ein Rätsel. Ja, mir auch, Volki. Brauch mich nicht. I don't know. Vielleicht wollte der Gnabry auf links Spielzeit geben. Für Real, weil Sané rechts spielt. Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich hinterfrag das aber auch nicht mehr beim Tuchel. Ich habe alles versucht, diese Saison. Lange Zeit habe ich an Tuchel geglaubt, festgehalten, versucht ihn zu verstehen, nachzuvollziehen, welche Entscheidungen er trifft. Nach seinen ganzen Takes, die er in den Pressekonferenzen so rausgehauen hat, ich bin fertig. Ich nehme das so hin und ich mache mir da keine Gedanken mehr, warum, wieso er das vielleicht so machen könnte. Abhaken. Mittwoch ist wichtig, war erst die 7. Niederlage in der Bundesliga. DFB-Pokal aus gegen zu starken Gegner. Trainersuche geht weiter. Mittwoch stieß Gnabry uns ins Finale. Schießt, ja. Und am Ende du, Kai, Matthäus, Didi und ein paar andere viele Dinge besser gescheckt als die Experten und die Spieler des FCB. Dann sage ich schon mal danke, dass es deine Sendung gibt. Die ist mit mehr Leistung und Willen verbunden als das, was der gesamte FCB uns Fans gezeigt hat. Danke, Kai. Vielen lieben Dank. RM. Melmonik, schade, dass man kurz vor dem Realspiel so ein schwaches Bild ergibt. Macht nicht gerade zuversichtlich für die Champions League. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwas mit der Champions League zu tun hat. Mark Foreman. Es bleibt zu hoffen, dass diese solchen Saison zu Ende geht. Und das wird sie. Und dass bei Spielerverpflichtung ab sofort mehr Glück einkehrt. Um zu hoffen, dass sie sich nicht andauernd verletzen. Ehrlich gesagt ist es für mich persönlich egal, das Spiel gegen Real. Klar, abschreiben tue ich es nicht, aber es fühlt sich die Saison einfach komisch an. Und da geht es mir nicht allem voran, um Titel zu gewinnen. Mir geht es hauptsächlich darum, wie die Mannschaft sich präsentiert und wie sie spielt. Das hat weder etwas mit Bayern München noch mit Mir Samir noch mit dem Selbstverständnis zu tun, welches Mannschaften in der Vergangenheit gezeigt haben. Wenn es gegen gewisse Gegner geht. Das ist keine Einheit, das ist alles nicht rational und logisch, was die Mannschaft präsentiert. Es geht im Großen und Ganzen darum, was Thomas Müller bei seinem Interview angeprangert hat. Eine Verkopftheit im Spiel, kein Fußballspielen und bei Problemen nach einer Lösung zu suchen. Das einfache Zocken fehlt mir. Das Fußballspiel mit Freude, Herzblut und Leidenschaft, das ist Altherrenfußball. Der Kaiser Franz Beckenbauer, Gott hab ihn selig, würde sich im Grab umdrehen und schreien. Geht's raus und spielt's Fußball. Denn das, was ein Großteil der Mannschaft macht, ist kein Fußballspiel. Trage ich 100% mit, deine Meinung? Es ist geradezu lachhaft und stümperhaft, dass sich Teile der Vereinsführung wie Tirol Aufsichtsrat hinstellen und großes Bla Bla Sülz und Gedöns von sich geben. Sorry, Red Munich. Ich benutze einen deiner herrlichen Phrasen Bla Sülz. Aber genau das ist es. Das ist überhaupt nichts Logisches dran. Noch nie in meinem Bayern München Fanleben war so viel Chaos und FC Hollywood an der Tagesordnung. Das ist bezeichnend, dass man da kaum noch Bock auf ein Champions League Halbfinale hat. Da man nicht wirklich weiß, wie denn nun die Box der Pandora spielt. Und da braucht mir kein Spieler mehr vor die Kamera treten und sich enttäuscht geben oder
der schlechten Leistung, die sie abgeliefert haben. Denn das glaube ich ihnen einfach nicht mehr. Den einzigen Spielern, denen ich das glaube, sind Mathys Tell, Erik Dyer, Mathis de Ligt, Jo Kimmich, der einfach mal frei weg von der Seele, weg den Part vom Tegernsee verbal Paroli geboten hat. Gabriel Sané, der seit Wochen mit starken Schmerzen spielt, Conny Leimer, Jamal Musiala, Thomas Müller und Harry Kane. Und wenn er mal öfter spielen würde, Brian Zaragoza. Ja, Maus ist ganz gut zusammengefasst, was so die Probleme sind dieses Jahr, aber Probleme sind seit 2 Jahren da, ne? GB, wir können uns gar nicht hinten reinstellen, dafür sind wir defensiv viel zu schwach. Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Recaps. Schlechtes Spiel von Bayern, selbst Neuer, der sonst sehr souverän ist, total unkonzentriert. Teilweise ganze Mannschaftsteile nicht anwesend. Kane einziger, der gewinnen wollte. Neuer, Kim und Dyer haben noch das Schlimmste verhindert. Positiv, Zaragoza konnte mal mehr 10 Minuten spielen, kann aber nichts reißen. Man hat aber mal wieder gesehen, wie flink der Kerl ist und was aus ihm werden kann. Die waren alle schon in Madrid mit den Köppen. Dyer, was ein Kampfschwein. Wir werden sehen, ne? Herbert, wunderweise Grüße. Kaffel, da ist nichts gut dran. Unter Heinkes und Flick wurde kein Spiel verschenkt und das trotzdem, dass man in allen 3 Wettbewerben bis zum Ende dabei war. Beim zweiten Tor von Stuttgart sah Neuer wirklich maximal schlecht aus, aber es kann mal passieren. Da Schuppo gehen wird, wie wäre es damit, Reus zu verpflichten? Nee, danke. Er ist ablösefrei und man geht kein Risiko ein. Der kann gut mal als Joker kommen und auch mal ab und an, wenn es nötig ist, von Anfang an spielen. Ich glaube, selbst ein Reus würde niemals zum FC Bayern wechseln. Ja. Du musst ja noch nicht mal so weit zurückschauen. Du kannst ja einfach mal den Blick nach Leverkusen werfen. Ich meine, gut, Leverkusen hat noch ein Ziel, dass sie kein Spiel verlieren wollen, aber trotzdem performen die ja auch, wenn sie Europapokal spielen. Oder werft den Blick nach Dortmund. Ja. Volki. Naja, man hatte beim Stand von 1:1 4 glasklare Chancen durch Schuppo und Kane versemmelt. Andi. Vielleicht sollte Bayern nächste Saison nur noch Champions League spielen. Das grenzt ja schon an Wettbewerbsverzerrung. Wenn auch hier wohl niemand geschadet wurde, aber so in Summe, Hauptsache Tuchel war mit der Leistung zufrieden. Nee, die Diskussion Wettbewerbsverzerrung habe ich gerade keine Lust. Arthur, hab soeben erst das Ergebnis erfahren. Oh weia, oh weia. Howie, halt mich zurück und lass es kommen, wie es kommt. Mittwoch zählt es. Ganz genau, Howie. Chris, Davis Note 6+, time to go for him. We cannot wait to pay him 20 Mille. Ob Real ihm 20 Millionen zahlen wird, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Jose, hi, my friend. Du hast ja recht. Und der Meinung, nicht Bayern-like. Absolut richtig. Schauen wir mal. Hoffe mehr Schongang. Taktik, TT, super. Real hat keine Ahnung von Bayern. Donald Duck, vielleicht wird er angeschossen. Drück nicht die Daumen. Stuttgart, gut Saison, Respekt. Na, vielleicht wird er angeschossen. Das könnte klappen. Christian, wenn die Bayern den Supercup verlieren, erklären sie, dass der Supercup der unwichtigste Titel von allen ist und gar nicht zählt. Und jetzt soll der Supercup die Motivation sein, um nächste Saison dabei zu sein. Ja, was denn nun? Es heißt doch ständig, bei einem Umbruch kann man gern auf Titel verzichten. Wer redet denn davon, dass das eine Motivation ist, einen Supercup zu spielen? Weiß nicht, wo du immer deine Takes herholst, Christian. Ganz ehrlich, sag ich dir, wie es ist, Alter. Also von mir waren diese Worte mit Sicherheit nicht. Ich glaube, für uns wäre es besser, wenn wir den Supercup nicht spielen würden. Weil dann kriegst du gleich wieder das erste Spiel vor der Saison in die Fresse und hast gleich wieder Unruhe drin. Jetzt macht 2 Tore am Mittwoch. Jo, Fab. Jo. DJ Kitzer, warum nur so kurzes Video? Was nichts zu sagen gibt, Alter. Der Kommentar, die Einwechslung von Sané war wieder komplett bescheuert. Siehst doch immer, er soll für die Champions League Spiele auch aufgrund seiner chronischen Schmerzen geschont werden. Tore kann man oft einfach nicht verstehen. Er wollte ihnen halt ein bisschen Spielpraxis geben. Unseren Lebensretter, unseren wichtigsten Spieler, unseren... Alter, hoffentlich ist er am Ende der Saison weg, Alter. Ich kann's nicht mehr, ey. Carlos Valderrama. Wie oft muss der FC Bayern eigentlich noch merken, dass Upamecano in dieser Mannschaft nichts zu suchen hat? Na, Upamecano war leider alternativlos, weil kein anderer da war. Axel Baumann, der wunderbare VfB. Nerdfall Feuerwehr. Die müssen ihre Kräfte schonen wegen Mittwoch. Oliver, am Mittwoch besser spielen.
Ja, schlechter geht kaum. Niklas. Kurz und knapp, scheißegal, kein Spiel diese Saison geht mir mehr am allerwertesten vorbei und die Mannschaft ist auch nur Halbgas gefahren. Rock'n'Roller nur 1:3, dachte, die gehe da mit 1:5 unter. Heute haben mal die Jungen gespielt, merkst du selber, ne? Jakob, welche Jungen haben denn heute gespielt? Hau mal raus. Hau mal raus, ich gucke extra, wenn ich das Video rausgehauen habe, gucke ich 2 Tage später mal in das Video rein. Hau mal raus, welche Jungen denn heute gespielt haben. Taylor und Pavlo? Merkst du selber? Oder was? Oder ist Schuppo jetzt 20 Jahre verjüngt worden, oder was? Harry Kane auch 20 Jahre verjüngt worden, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka. Haben die alle eine frische Kur gekriegt, oder was ist los? Volki, und noch eins, was macht eigentlich der Neuer beruflich? 2 lächerliche Kisten reingekriegt. Soulsing, wen juckt dieses Spiel? Also mir ist das Ergebnis völlig egal. Mittwoch ist wichtig. Wäre ich Trainer gewesen, hätte ich noch mehr rotiert. So sind nun nochmal 2 Spieler mehr verletzt. Mittwoch werden wir anders auftreten. We will see. Jared Berger, und trotzdem hatten wir die Chancen, das 2. und das 3. zu machen. Ohne Dyer und De Ligt ist da hinten ein Hühnerhaufen und sonst nichts. The OG. Tuchel, geh bitte. Es reicht. So kann man nicht auftreten in einem Südderby. Er geht ja am Ende der Saison, Leute. 66 Ballkontakte von Neuer. Maschine, ne? Stechern, hatte TT nicht auf einer PK neulich verkündet, dass Sané in der Bundesliga gar nicht mehr spielen soll? Tuchel sagt viel, wenn der Tag lang ist, ne? Big Siggy, mit Kane wird Bayern keinen Titel holen, da er noch nie einen Titel geholt hat. Unglaublich, hat einen Fluch. Ja, ich denke auch. Also ich denke, solange Harry Kane da ist bei uns, werden wir keinen Titel mehr holen. Also das ist einfach der Fluch von Harry Kane, deswegen spielen wir auch so schlechten Fußball. Ja. Also das ist, deswegen ist auch der Tuchel, der kann auch nicht klar denken, weil der Harry Kane den Fluch mitgebracht hat. Dann ist noch Eric Dyer gekommen, der denselben Fluch hat. Alter, hör mir auf. Alexander, auch wenn man das Rückspiel gegen Madrid vor der Brust hat, darf man gegen den VfB nicht verlieren, auch wenn sie die Saison sehr gut spielen. Doch, man darf gegen den VfB verlieren. Die Art und Weise wäre höchstens ein Thema. Verlieren darf man gegen den VfB. VfB ist definitiv die Saison eine Mannschaft, die besseren Fußball spielt, wie wir das tun. Einziger Lichtblick ist Brian. Naja, geht ja eh um nichts mehr. Also ist es nach der Schmutzsaison egal. Sondiere? Ich weiß nicht, ob er der einzige Lichtblick war. Hans Meyer. Hab 3 gute Chancen von Bayern gesehen. Einmal Schuppo rennt allein auf den Goalkeeper zu und vergibt. Harry Kane mit Kopfball aus 5 Meter unbedrängt. Muss er eigentlich machen. Und dann nochmal ein Konter 3 versus 1, wo Saragossa in der Mitte hätte auf Sané statt Kane legen müssen. Aber trifft wie immer falsche Entscheidungen, erbärmlich. Ja, 3 gute Chancen. Anna Mia. An die Spieler des FCB und an Thomas Tuchel. Xabi Alonso würde sich nach einem verlorenen Spiel, aber diese Mannschaft verliert ja auch nicht, niemals so verteidigen und Gründe suchen, so wie sie. Eine Arroganz der Mannschaft des FCB sondergleichen. In der Champions League strengen sie sich an, in der Bundesliga zollen sie keinen Respekt gegenüber anderen Mannschaften. Sie sollten sich schämen, die Mannschaft und auch sie. Leider wird das hier niemand von den Angesprochenen lesen können. Wuchti, neuer Klops beim 1:2. Udo, zum Glück hat Ihre Einschätzung keine Aussagekraft. Fanmeinung halt. Udo. Ist vielleicht dein erstes Video, was du hier auf dem Kanal siehst? Mag so sein. Nee, natürlich hat meine Einschätzung keine Aussagekraft. Du musst die auch nicht teilen. Also alles gut. Wild. Misamir. Banja, erst einmal Hallo. Ich trinke mal einen Schluck, wa? Sieht nach was Längerem aus. Bis zum 2:1 war das erste Spiel, wo ich völlig entspannt war. Dafür, dass es um nichts geht, wir mit Stuttgart einen sehr guten und heißen Gegner hatten, haben wir das solide runtergespielt. Jeder hat mal einen Fehler gemacht, aber man kann da wirklich nicht mehr erwarten. Die Chancen haben wir leider kläglich vergeben. Zu Schuppo sage ich nichts mehr. Und leider hätte Saragossa Sané anspielen müssen. Und Kane hätte dann Sané abspielen müssen. Aber egal. Zum Fazit.
An dem Spiel hat man wieder gesehen, warum Tuchel gehen muss. Ich habe das schon in dem Video zu unserem Fanbrief gesagt. Tell ist von einem der besten Talente Europas zu einem absolut unsichtbaren Spieler geworden. Keine Geschwindigkeit, kein Dribbling, keine Technik, keine Gefahr. Selbst in so einem Spiel bringt er keine Talente. Tuchel schafft es nicht, dass sich das ganze Team wohlfühlt. Was Alonso oder Hoeneß schaffen, hat zum Beispiel auch Flick geschafft. Tuchel nimmt einen Teil der Mannschaft gar nicht mit. Und nein, will trotzdem nicht, dass Flick kommt. Aber einen Spieler muss ich heute doch etwas kritisch erwähnen. Was mit Davies passiert ist erschreckend. Der Junge ist so von der Rolle, dass es weniger als nichts. Defensiv sieht das schwach aus und offensiv genauso schwach. Aber trotzdem habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass wir ins Finale einziehen. Ja, Halleluja, Alter. Das hätte ich auch gerne. Oder nee, besser, ich hab's nicht, ne? What's up? Einfach ohne Worte für unsere Leistung. Und jeder, der immer noch sagt, dass Tuchel der richtige Trainer für den FCB ist und sagt, dass Tuchel ein Weltklasse-Trainer ist, hat null Plan vom Fußball in unserem Verein. Fabulanta, mein Mann und K3 fanden das Spiel genial. K1 nicht. Glückwunsch. Eden, die Leute, die gesagt haben, Tuchel soll bleiben, denen ist nicht mehr zu helfen. Das ist richtig. Thomas, FC Bayern. Ich frage mich nur, ob man den Schalter einfach mal so umlegen kann. Willkommen im Club. Wenn wirklich alles auf Real ausgerichtet ist, das bezweifle ich sehr stark. Wir werden so eine am Mittwoch auf die Eier bekommen. Das ist mein Gefühl. Noch dazu, weil sich wieder welche verletzt haben und jetzt auch noch Dyer und Guerrero. Es gibt kein Spiel mehr, ohne dass sich jemand verletzt. Unglaublich. Ich bete für Mittwoch und dass doch bitte der Fußballgott für uns ist. Ja, das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was man machen kann. Tyron, diese Leistung war erschreckend. Einfach traurig, wie wenig Ehrgeiz man an den Tag legen kann und wie wenig Energie man auf den Platz bringen kann. Brian hat es wenigstens noch versucht. Auch wenn es um nichts mehr geht, kann man sich als FC Bayern nicht so präsentieren. Und noch zu Tuchel. So viele Leute wollen ihn behalten. Ich bin einfach nur froh, dass er im Sommer hoffentlich weg ist. Diese unsinnige Tuchel-Rückholaktion macht gar keinen Sinn. Gehe ich mit. Snack mal so. Hittet die Tuchel-Allergie heute? Ja. Markus, ich sag dazu nur eine Katastrophe pur und alles nur auf ein Glücksspiel zu setzen am Mittwoch und dafür sogar den zweiten Platz zu riskieren. Ja, viele Spieler einfach nur noch Schrott. Bayern muss echt gucken, wie die jetzt reagieren und ich sag, sollte Bayern Mittwoch ausscheiden, dann knallt es. Und das wäre traurig, wenn es davon abhängen würde. Jens Otto. Keine Ahnung, klicke ich jetzt nicht an. Chico, servus. Erik, Real Madrid darf keine Ausrede sein. Es gibt keine Argumente, warum man gegen Stuttgart so schlecht und peinlich gespielt hat. Petra, TT hat's doch mehr oder weniger gesagt, es geht nur noch um Real. Das Spiel gegen die VfB war Bayern scheißegal. Ja, richtig. Stefan, Uli zu Dieter. Sebastian ist der Beste. Der Tuchel bald Geschichte. Dann kommt der, den ich will. Basta, Uli. Ja, nee, ist ja eben nicht so. Günther Meier, wofür haben wir Trainer? Michi, was für ein Scheißspiel. Bin eingeschlafen zwischenzeitlich. Kann an der Erklärung liegen oder an dem Kaugummi-Fußball. 0 Torgefahr und wer jetzt Tuchel für die nächste Saison fordert, der hat heute Zusehen bekommen, was er bekommt. Also bitte, Tuchel weg. Frank Lohns und ein arroganter Herr Tuchel, krass. Bon Marti, Thomas Müller sollte Trainer werden. Siehe Xabi Alonso, dass es Erfolg haben kann, wenn Spieler zu Trainer werden. Ja, aber nicht bei uns. Du kannst nicht einen Spieler aus dieser Mannschaft nehmen und sagen, er trainiert jetzt diese Spieler. Das klappt nicht, Leute. Das ist ein Unding. Bundesliga ist nicht Champions League und Bayern hat gezeigt, wozu sie in der Champions League fähig sind. Aha, das werden wir sehen, ne? Sandra Müller. Man hat sich kein Selbstvertrauen geholt, als ob es dem Verein aktuell bei der Bulli um irgendwas ginge. Die ist allen sowas von egal, können auch einfach nicht antreten. Wird da 0:3 gewertet und schont die ach so kostbaren Spieler für die ach so wichtige Champions League. Hoffentlich scheiden sie aus und nur noch Rang 3 in der Bulli. Wäre hochverdient. Oh, das war's schon. Wild, Leute. Kann ich ja noch kurz rüber switchen. Hier war ja nicht so viel los. Ja, viele Diskussionen, ne? Deswegen sah es wilder aus von den Kommentaren, als es wirklich war. Was mich jetzt nicht stört. Fabienne, auch mal schön, keine Frage von der Blödzeitung zu hören.
Die ist nicht vor Ort in Stuttgart, oder was? Mike, die Verletzungen liegen definitiv nicht am Training unter Tuchel. Ich habe vor einigen Tagen einen Artikel gelesen, in dem Dr. Müller-Wohlfahrt im Interview gefragt wurde, woran die Verletzungsproblematik kommt. Ja, da Müller-Wohlfahrt ist ja auch noch vor Ort, ne? Der kann das bestimmt super beurteilen und ich habe den Artikel auch gelesen. Seiner Ansicht nach kann es nicht am Training liegen, da Thomas Tuchel bezüglich Training und Belastungssteuerung einen sehr guten Ruf hat. Ja, klar. Thomas Tuchel hat auch einen sehr guten Ruf, ein sehr guter Trainer zu sein, oder? Am Hybridrasen liegt es auch nicht, da der Standard ist und man unter Guardiola auch schon Hybridrasen hatte. Seiner Ansicht nach liegt es daran, dass in der modernen Sportmedizin zu viel Fokus auf die Kernspintomographie gelegt wird und man dadurch ohne die herkömmlichen Untersuchungen aufkommende Verletzungen zu spät bemerkt. Für mich klingt das plausibel, weil die Verletzungen deutlich mehr geworden sind, seit Dr. Müller-Wohlfahrt im Ruhestand ist. Ja. Jetzt müssten wir natürlich mal wissen, wie viele der anderen 17 Vereine, nehmen wir nur die Bundesliga, auch auf die Kernspintomographie setzen und wer nicht. Um da mal irgendwie auch nur ansatzweise irgendwas Plausibles zu hören. Leute, Müller-Wohlfahrt war der Einzige, der die Hände auflegen konnte und gefühlt hat, welche Verletzung das ist. Gehe ich mit. Ja. Dass die ganzen Verletzungen, die wir haben, nichts mit dem Training zu tun haben, wie man auf diese Idee kommen kann, ist mir ein Rätsel. Sorry. Gehe ich zu 100% nicht mit. Obwohl ich mir nicht das Recht rausnehme, um irgendwas Medizinisches beurteilen zu können. Aber ich denke, bei so vielen Verletzungen muss auch irgendwas mit der Belastungssteuerung oder sonst was zu tun haben. Ja. Wer jetzt die Verantwortung dafür trägt, ob die medizinische Abteilung, die das vorgibt, ob Tuchel, der das vorgibt, überstimmt, kann ich natürlich nicht sagen. Ja. Nehme ich mir auch nicht das Recht raus. Aber ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass man sich nur auf die Kernspintomographie verlässt. Also, den Take gehe ich nicht mit. Schön, dich wohl aufzusehen. Danke, Chico. Herbert, das kotzt mich so an, was der FCB zeigte. Ja. Tommy Turtle. Daddy Blind hat in Spanien 30 Ligaspiele beim potenziellen Vizemeister gemacht. Davon 28 Spiele, 90 bis 95 durchgespielt. Ja, ich habe damals schon gesagt, dass der Daddy Blind ein Top-Transfer war. Ähnlich wie Eric Dyer jetzt auch. So. Er hat da keine Chancen bekommen. Dann hat man ihn ziehen lassen. Ist man selber schuld. GB, Tuchel darf auch mal zu den Fans hochsteigen. Mal schauen. In was für Gesichter er dann schaut. Das wär auf jeden Fall eine Szene wert, Alter. Das wäre eine Szene wert, ey. Wolle, wo die Bayern hochmotiviert sind, ist bei den Verträgen. Da sind die aber sowas von hart motiviert. Optimus Prime. Der VfB ist auch verdammt stark die Saison. Dennoch kann so eine Leistung real hin oder her nicht sein. Dann lasst die jungen Wilden spielen oder gebt mit den Stammspielern Vollgas. Aber dieses Rumgegucke kann man sich sparen, meiner Meinung nach. 100%. Ja. VfB ist stark. Man kann gegen den VfB 3:1 verlieren. Auswärts alles fein. Die Art und Weise war grausam, sich anzugucken. So. Und ja, nochmal. Dann hau doch 5 Amateurspieler rein. Punkt, Alter. Fertig. Dann setzt du gleich ein klares Zeichen, man weiß, woran man ist, die reißen sich den Arsch auf, die versuchen gegenzuhalten, die freuen sich über so ein Südderby, das, was da auf dem Platz teilweise rumgelaufen ist, war eine Katastrophe. Zuländer. Interessant, dass man aktuell solche Spiele abhackt. Früher wollte man jedes Spiel gewinnen, auch als Mentalitätsboost für das Rückspiel am Mittwoch. Hoffe, die Rechnung geht auf, insbesondere im Blick auf die derzeitigen Verletzungen. So ist das leider mittlerweile beim FC Bayern. Sibi, die Spielweise von Tuchel, seitdem er übernommen hat, ist einfach mehr als fragwürdig. Ja, keine Verbesserung bei den Spielern, da frage ich mich wirklich, warum einige Fans für den Verbleib stimmen. Weil die keine Ahnung haben, Alter. Unfassbar, national sind wir unter ihm so schlecht geworden. Die haben keine Ahnung, die glotzen nur auf die Ergebnisse, Alter. Nehmen jeden einzelnen Spieler aus dieser Mannschaft. Und schau mal, ob der sich nur ansatzweise verbessert oder verschlechtert hat unter Tuchel. Allein das muss doch schon reichen. Ja, allein das muss doch schon reichen als Argument. Unabhängig von dem schlechten Fußball, den wir spielen. Unabhängig davon, dass wir nicht kreativ sind, dass wir keine Ideen haben. Unabhängig von Aussagen, die in PKs getroffen wurden, von Auswechslungen, die keinen Sinn machen, von Spielern auf falschen Positionen, von Spielern, die nicht fit sind, von Spielern, die unter Schmerzen spielen und. Also wer da ernsthaft sagt, ich unterschreibe eine Petition, dass Tuchel bleibt und ich schreibe einen offenen Brief an Uli Hoeneß, Alter, dem ist nicht mehr zu helfen. Der ist, ich kann es nur wiederholen, dumm wie ein Stück Holz.
Der Hoeneß hat kein New York Cappy auf. Aber der Leroy ist die Identifikationsfigur. Er ist das Gesicht unseres Vereins. Optimus Prime, andere Frage. Wie kann es sein, dass bei Leverkusen niemand verletzt ist? Wirklich niemand. Und die hatten sogar mehr Spiele durch den DFB-Pokal und sind auch international vertreten. Aber beim FC Bayern gibt es Verletzungen ohne Ende. Ist das einfach nur Pech oder stimmt irgendwas im Training nicht? Nein, das liegt daran, dass Leverkusen nicht auf die Kernspinnen setzt. Denke ich jetzt mal. Haben wir ja gerade gehört, woran das liegt, oder? Müssen wir mal nachfragen, Leverkusen. Minas. Hat keiner den Hoeneß gefragt, ob er nach München kommen möchte, um die Mannschaft zu übernehmen? Nee, hat keiner. Und jetzt würde ich auch nicht mehr kommen wollen. Als 5. Lösung oder was, würde ich auch sagen. Fickt euch, ich bin froh in Stuttgart. Ich habe alles, was ich brauche hier. Tage Bayern verdient der Sieg für Stuttgart, was ab der ersten Minute ersichtlich war, wollten sie den Sieg und wir konzentrieren uns nun auf Real. Schauen wir mal, was das am Mittwoch wird. Ja, ich bin auch gespannt. Toki Bayern hat gesagt, ne? AK47. Glück auf, soll in dich rein. Einfach 2 Begrüßungen, die unsympathisch nicht sein können. Ja, dann musst du ja hier auch nicht weiterschauen. Schon gar nicht Kommentare schreiben. Tschüssi. Frage Joe, Support-Kommentar, danke. Sternzeichen Ost, freue mich über das erfreulich nüchterne Resümee. The Only One. Man setze verletzte Spieler mitten in der Saison ein und wundert sich, warum gegen Ende der Saison alle ausfallen. Der Take. Butterzucker. Ich habe schon die Hosen ein bisschen voll, wenn aufgrund der Verletzten am Mittwoch die Leistung nicht stimmt. Ja, daran wird's scheitern. Ja, realistisch, ich habe geträumt. VfB und Bayern tauschen zur nächsten Saison ihre derzeitigen Trainer. Ja, da hast du aber wirklich geträumt. Starwatcher. Dieser Trümmerhaufen wird in Madrid vom Platz gefickt. Lasse mich gerne überraschen, aber ich habe keine Fantasie, wie diese Elf da was reißen soll mit der aktuellen Form und Verfassung. Ich auch nicht. Andreas. Ich finde, bei Bayern bekommen die Talente wenig Chancen, leider. Gerade bei so einem Spiel könnte man sie bringen. Philipp Lahm, bestes Beispiel bei Stuttgart zum Stammspieler geworden. Ja gut, was jetzt der Philipp Lahm-Take da soll, weiß ich nicht. Aber ja, in dem Spiel, wenn du es abschenkst, hättest du einfach mal die Talente Gas geben lassen können. Ja. Star Trek hat wohl jeder gedacht, dass sie den VfB 15 weghauen. Hä? Wer hat das denn gedacht, Alter? Ich nicht. Gibi, die Spielweise war wieder einmal ein Offenbarungseid. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Endspurt, bald haben wir die PKs überstanden. Juhu! Gut, Londe. Es gibt Leute, die mit Tuchel in der neuen Saison weitermachen möchten. Aufgrund der aktuellen Situation in der Trainersuche kann der Gedanke aufkommen. Aber das Spiel heute gegen Stuttgart lässt mich zweifeln. Es ist egal, ob dieses Spiel nur eine Zwischenepisode des Halbfinals ist. Tuchel hatte jetzt ein Jahr Zeit, sich auf die Verhältnisse hier einzustellen. Das ist ihm nur teilweise gelungen. Ich trinke mal einen Schluck. Ich wusste nicht, dass sein Kommentar so lang wird. Jedes Spiel mit Pressing-Charakter ist für den Club von Bedeutung. Und diese Bedeutung hatte das Spiel heute. Egal, was am nächsten Dienstag ist. Die Entlohnung hier ist groß und der Kader ist groß und erfahren genug, um auch in der Endphase einer Saison noch die nötigen Fähigkeiten auf den Platz zu bringen. Das ist meiner Meinung nach unabdingbar. Ich bin im Zweifel, ob Tuchel fähig ist, dies in Gänze zu schaffen. So was er fähig ist, sieht man im Verlauf der Champions League. Aber das reicht nicht aus für zukünftige Zusammenarbeit. Man sollte schon eine B-Mannschaft auch mit Nachwuchsspielern oder Ersatzspielern dazu befähigen, entsprechende Spiele erfolgreich zu gestalten. Doch diese Erwartung hat heute wieder einen schweren Dämpfer bekommen und weckt Erinnerungen an dunkle Stunden dieser Saison. Ich glaube, das möchte man nächste Saison vermeiden. Also ich weiß nicht, wie man ernsthaft auf den Gedanken kommen könnte, dass das ein Thema ist, dass ein Tuchel Trainer bleibt. Gibi, warum lässt man überhaupt einen Spieler spielen, der nicht über die volle Distanz kann? Das denkt man so. Wie gesagt, ich bin lange raus, irgendwas zu verstehen, was Tuchel macht. Matthias, ich finde, Bayern darf so ein Gesicht in der Bundesliga nicht zeigen. Früher haben die Bayern auch die unwichtigen Spiele zwischen der Champions League und DFB-Pokal gewonnen. Das ist diese Bayern-DNA, die verkörpert Tuchel nicht und es ist deshalb richtig, dass ein guter Trainer am Ende der Saison geht, ob mit oder ohne Henkelpott. Ja. Da sind wir halt wieder dabei, dass das einfach nicht passt mit Tuchel. Michi, was für ein Heuler. Haben wir 2 unterschiedliche Spiele gesehen? Das Spiel war scheiß. Aus. Wir haben verdient verloren. Beide Halbzeiten waren scheiße. Und wer das anders sieht, war schon vor dem Spiel Stroh. 80 Wettechsen, so dass er ab Minute 1 blind war oder unter dem Tisch war.
GB, gegen uns schießen immer die Spieler die Tore, die sonst nie treffen. Jo. Jakob. An die eigene Nase packen. Bitte nachdenken und nicht Müll labern. Danke. Gibt genug Forschung zum Thema Sportverletzung, aber Hauptsache irgendwas labern. Starker Kommentar, Jakob. Ganz stark. Ja, es gibt genug Forschung dazu, ne? Wir haben es auch gehört, wir verlassen uns einfach auf die Kernspinnen. Jetzt müssten wir erstmal wissen, ob deine Forschung, die du hier zitierst, du zitierst ja gar nicht, du sagst ja nur, es gibt genug Forschung. Halleluja, Jakob. Aber ist schön. Grandioser Kommentar. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Und damit, Leute, bedanke ich mich. Hat sich an Grenzen gehalten mit den wilden Kommentaren. Wie immer an dieser Stelle, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Wir sind gespannt auf Mittwoch. Heute Abend natürlich 18:30 Uhr der Stream. Und wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren überwältigenden Support hier auf dem Kanal, Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.